Guten Abend am Null. Den Debat Stolperstein zu Junglünster geht weiter. Letzte Woche hatte man in einem ersten Teil das Delikat-Problematik abgegriffen, an der die Meinungen weit auseinandergehen. Hauptstreitpunkt ist die Frage, wen darf auf den Gedenkplatten als Opfer genannt, aber wer soll nicht genannt gehen. Dabei betonen die nimmer die Menschen dürfen als Opfer unerkannt gehen, die aufgrund von der Nazi-Ideologie umgebracht wurden, für die Millionen jüdische Opfer. Gegenseite argumentiert, eine hierarchische Klassifizierung von den Opfern wird zu vermeiden. Jedenfalls ist dieser Streit weiter eskaliert und noch die letzte Woche haben sich weiter Pro- und Kontrastimmen zu Wort gemeldet und über Leserbriefe ihre Position verteidigt. Auch die letzte Woche ging die delikate Debatte über die Stolpersteine, auf wen darauf die Überricht gehen, weiter. Und dabei gower gëtt mat harte Bandagen opréiert, a schärf wieder a Begriffe angesat. Für allem ass dabei Leserbrief am Wort von der Fédération des Enrôlés de Force Victimes du Nazisme opgefallen, bei dem et geheescht huet, déier vun de verstuwene jungen Armeedischer Dief net respektlos behandelt gin. Dat Sentiment gefouert Kesseldreiven an der Presse, an de soziale Netzwerke, geen zwangsrekrutiertem, huet die nach Lebenszeit seien, an denen hier Familien all schwer getraff, an as net méi ze odroen. Weiter am Leserbrief. Membre vom Zentralvierstand vun der FEDEF sowie all Membren vun de Lokalsektionen losen het net so, dass die von den verstorbenen jungen Armeedischer sowie auch die nach Lebenszeit seien, ihren ältere, großältere Geschwister, Munnen und Taten respektlos behandelt wird. An einem anderen Leserbrief von François Beck von Junglünster, also da, wo die Debatte mit der Stolperstein angefangen hat, heißt es vierop. Die Debatte gehört an den Unterricht. Gedenken geschieht nicht nur an der Vergangenheit, aber auch den Präsent willen. Den Herr Beck verweist dann auf sein Großpap, den zwangsrekrutierte war, an zu schroen Assets gezwungen gouf, mit der Frau, geef mein Großpap sich selber als Opfer vom Krieg gesinn. Jo, geef ihn aber en Gleichmacherei am Gedenken zulassen? Nein. Und dabei ist am Kern von der Diskussion ukom. Letzte Woche hatten wir einen ersten Teil aus einem langen Gespräch mit dem zwangsrekrutierten Emil Schwirzburg, den aus der Wehrmacht desertiert war, aktiv Resistenz gegen Nazi gemacht, an 2 Preise Gendarmen zu heischender Schoss hat, ab bis zu Kriegsende gejobt gouf. Vielleicht kann ich ein bisschen Beispiel an der Geschichte von Emil Schwirz auflesen, wie delikat der Spagat an der Diskussion unterschiedliche Opferkategorien von der deutschen NS-Diktatur ist. Ich hatte Chance, ich in einem halben 12 nicht über die Straße über Bettelberg fährt, von Metzig über Bettelberg, fehlen. So über die Straße gegangen. 12 war alles besetzt. 12 war mittags. War alles besetzt, war alles schon aufgesperrt. Da war ich zu Mischelbuch, die eine Seite, war ich aus der Face. Wenn ich da nicht eine Chance gehabt, wenn ich da angehalten bin, ich war ein Zivil an die Firma. Ich habe doch keine Kabine, nicht. Ich habe doch keinen Ausweis an die Firma. Was hast du mit dem Kabine gemacht? Ich habe nicht an den Kompersteck versteckt. Ja, und die Idee ist drauf, du hast sicher den Preis nicht getreten. Ja, du haben die alles in Sicht dazu heißen, das ist ja ein Professor dann am deutschen Buch da, vom Lycée, da hat er auch ein bisschen davon geschrieben, da Preisen alles da besagt hatten, und da die heißen, du als einen fiktiven, fingierten Telefonruf kommen, während der Uhren zu 11 gesiegt gehen. Und die Preise haben bei Isa gepackt, und sie in die Zeit gehen. Ich an Tischle op sech verlagert. Wen habt ihr nur auf da gemacht? Den fiktiven? Das kein Mensch sech bekannt oder war oder ich hun kein Kontakt mit dem kritisch wieder. An Duno am Wort ass fir d Foto gewise gi vum Lux Kapdrupp wenig gif kennen. Pu Mol ass dat kom Preisen hunn. Und du Gesicht finden, dat überhaupt fair. Ja, und das ist nicht raus. Das ist nicht rausgegangen. Sie haben Telte gerufen, sie haben Wettelbrück gerufen, wie bei Leicht. Die ist schon abgebaut zu Wettelbrück. Und die Schüler in den Mund gehalten. Und die nächsten Alter war noch da.
Und die haben so, ja, durchgehauen. Ja, ja. Keine Kant. Das war ja eine Chance auch für die anderen. Ja. Die haben alle Merci gesagt. Lux seine Eltern. Weil die zwei umgelöst haben. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das ist... Ja, das war so. Wie dämmer so gefeierlich gehen, als wollte kein richtig mit Jungen an den Tag holen. Wenn ich gesagt, da gehe ich an England. Das ist Engelin, die besteht durch Belgien, Frankreich, Spanien für an England. Das war eine fantastische Idee von mir. Weil die haben alles an den Weg gesagt. Die sind den 3. Januar. Sind ich mal zwei mit dem Conciermus und nach mit dem Pancelet. Sind sie mit mir auf Eschdorf gefahren, das Grün wie Schwein. Die Nacht, natürlich da beim Braun an dem Haus geschlafen. Ne? An den Jahren soll ich von Dorf zu Dorf soll ich transportiert gehen, auf der Linie. Ne? Die war sie eben. Und die Jahre nicht sind wir dann zu Fuß auf Lulzhausen, ja, Lulz. Und da bin ich beim Origer geschlafen. Das steht schon alles am Buch. Und alles an der Reihe. Aber wenn wir da am Gang beim Sitzen kommen, ein Mann ganz abgeregt und hat gesagt, es geht nicht viel, und da sind zu leck geholt gehen. Ne? Und der verrät wahrscheinlich alles, müssen alles aufbrechen. Ne? Wir sind nicht auf Eschdorf gegangen, schon der Wille im alles in Zweck bei den Conciermus geführt. Ne? Weil ich wollte fort. Ne? War so gut wie garantiert, dass ich nicht mehr immer war ich da. Das war nicht froh, ich kann mir halt ganz gut vorstellen, weil ich immer da war. Ne? Und du hast an der Zeit als eine Familie geholt, verhaftet gehen, an KZ kommen. Und die aber gar nicht mal diese Dinge hatten, wie es eine andere Affäre spielt. Und du hast nicht gesagt, da geh nicht an den Busch. Ne? Geh nicht an den Busch, bau mal einen Bunker, du hast die Ideen schlagen. Ne? Dann du nicht den 20. Januar sind ich, und schon dann die Platz da rausgesichtet und die Führung ich dann länger mit zu überlegen. Du hast mir die Platz rausgesichtet und dann da sind ich mal Handfest geschrieben, ein Pier, ein Schöpf, an Führung, ein Hehl. Und dann ist es gefallen, ich habe Platz rausgesichtet, die frei enge muss frei war zwischen Beam, die immer Beam, die in den Dreck gehen, da gibt mir ein Freiplatz. Und ich bin so rausgesichtet. Und dann ist es angefangen mit Gröben. Ne? Ich den Boden rausgekappt und die Führung. Bis der Techt ging, sind wir zu Fuß März gegangen. Das sind 3-4 Kilometer zu Fuß zu gehen, das steckt da oben. Und das war so viel gegangen. Du gehst Wand, du gehst Schnee, wenn ich müssten da bleiben. Dann kann ich ja nicht schaffen gehen. Die Spuren hätten mich ja verroden. Und für die anderen besser gehen lassen, sind ich dann, du solltest den 1. April, soll ich dann aber endgültig, war der Bunker so weit fertig, soll ich dann plündern, soll ich dann an den Busch gehen. Und ich habe noch einfach so das auch gemacht. Es war damals so kalt, ich hatte keine Decken an. Ich schlug da auf den Hölzer Britsch, die ich mir da gemacht habe, da bin ich mich fatzig kalt. Ne? Ich habe mich im Check bei den Conciermus gehabt. Sie haben mich versucht, dass wir dachten, ich gedauert, ich die Gräber, was hatte ich da? Ihre Hand gehen lassen. Ne? Und du immer in dem Druck, da, die Leute tun dich nicht. Nicht? Also du warst zu viel high. Nicht? Und du sind ich dann aber, die Feierzeiten darüber sind ich dann aber definitiv an den Busch gegangen. Definitiv. Ne? Also ich mir versprach, sie geben mir dir zu bringen, der Fehlstelle geben mir, der Jurstille geben mir dir zu bringen. Also die hätte für mich gesucht. Andererseits hatte ich mit Chat ein Haus, wo ich auch halt gegangen bin. Die waren ganz lieb, das waren 3 Junggesellen, 2 Junggesellen und ein Joffe von 40, 50 Jahren. Die haben mir auch ganz viel geholfen, die mit Wäsche gemacht und so. Und du, den 1. Mai, den 30. April, du sollst dich von meinem Bunker mit Revolver zu botzen und die 4 Bimbo gehen. Mil. Scheiern, dass du einen am Beschweg aufgehen hast. Immer ein Mil. Und die Tschöwen, was das tut. Dann nehme ich auf den Bau für ihn zu gucken und ich dann 3 paar Bege sind da gehen. Ne? Auf wen hast du das da? So, du musst aber gucken, aufpassen. Könnt ihr auch mal rein, ich will nur scheißen. Also nicht einen großen MW gemacht, du musst da erscheinen, wenn du den Kopf
Und du kommen sie dann. Und ich dann rausgegangen, da waren dann 3, wo wir schon bei Nähe sitzen, beim Kips am Haus. Ne? Die Kips selber, der Weg selber, den wird schon bis fortlaufen bei der Schießerei zu Mäzig, den 21. November 1943. Ne? Bin ich auch da geschrieben. Aber ja, du bist als Streichsteck bei mir. Ja. Du aber müsste viel mehr Essen organisieren. Du hast also so viel gegangen. Da waren 2 Junge, der war der Chausserudi von Ditteling, mit 17 Jahren war der schon fortgelaufen, der hat gar keine Ursache gehabt, für fortzulaufen. Das war der Neffe von dem Kipsi Victor. Das war romantisch. Und den anderen, das war der aus der Schlenne, der Mischte, junge Kerl von 18 Jahren. Die haben sich sind die plagig an die Sonne gelöst und sie haben so Tricke gemacht. Ja. Das war schrecklich. Wir haben als Schong ausgelöst, Ströme ausgelöst, dass sie nicht sollten mehr fort. Also, die hatte keine Ruhe. Die waren nicht zu bändigen, praktisch nicht zu bändigen. Ja, das geht da, wie es geht. Die Kipsi Wick, die war Chef von der Organisation, Distriktchef vom ganzen Eastlik an der LVL. Die sollte mir dann ein bisschen Tournee machen an Eastlik. Leibesichen, die organisiert waren. Und an der Zeit war der Rudi, du sie Dummete gemacht. Und wie als Gang, immer ein Knecht, den du geschafft hast, noch beim Bunker, du hast den kleinen Rudi in die Karabine von Nuss gehalten, und die vier, und den hat geschaut, den hat Fehler gelaufen. Die Scheiße, mich hier, war der Bunker verroten. Wie mir rumkommen, die Sauerei. Ich hätte am liebsten durchgeschlagen, der Rudi. Du musst in den Bunker verlosen. Du war ein schöner Bunker und ich musste verlosen. Das ist das Erste. Ne? Das war nicht einfach. Aber wohin dann? Ne? Kipsi Wick, das war der Chef von der Organisation, von der LVL. Ja. Das heißt, den, als mit den 2 anderen bei der Bunker kommt. Ja, den hat von einem organisiert, den als den hat gewogen, dass wir da den Bunker hatten. Die 2 anderen bei. Die anderen, so bin ich da 3. Und sie sind einen Tag gemacht. Die waren zu Rängel kurz gewesen, und du war doch brenzlig. Und die sind doch fortgegangen, sind sie mich auch sicher, weil sie wussten, dass ich immer den Besten sitze. Das ist ja erstaunlich, dass er nie verrodet gesehen hat. Wie hast du das? Denke ich, wusste ja aber viele, das war ja mehr... Richtig Geheimnis. Ja, das war kein Geheimnis. Nein, das war gut kein Geheimnis, aber du musst in den letzten Jahren auch Partie gelegt. Ne? Ja, weil wenn ihr aber bedenkt, das war ja, hat ja nur große Kreis gemacht. Ja, also ich meine, wir sind auch da immer zirkuliert, dann die 4 Uhr, nicht? Das habe ich schon gesehen. Ne? Die war ein bisschen lichtsinnig. Ja, ich meine, Schuhe, ja. Schuhe. Die war ja die Konsequenzen nicht bewusst. Ja. Doch, die wusste ja, was ich passieren. Denk mal nur, war die immer mit 20, 21 Jahren, war ich auch immer dauernd bewusst, was man zurückdenkt auf der Zeit. Ja. Dann also dann mengt die Vier schon dicht, mit das nach gar nicht dicht. Ja. Ja, du hast erzählt, wer so saukal gewesen am Bunker. Hat er nie drüber durch, ein kleines Äffchen etwas dran abzurichten, weil am Kandorfer Bunker, die hatten eine Feierstelle angerichtet und durch einen Blick aus dem Dampf, ein paar Meter mehr weit aus dem Boden rauskommen und so weiter. Die haben aber heinz so Feier gemacht. Also du, Robin, als ich krank war. Du hun die Mädchen, die Konzern müssen, die haben ein kleines Äffchen, den ich an einem Sarg, Grumpelsack, und stehen du an der Bunker geschläft, und schon mit den abgeriecht. Du war Feier, du war Hütz, mit anderen 3. Aber ohne Dinge, da hältst du nicht aus. Ne? Ich habe gesehen, da gibt es einen kleinen Abschnitt an einem Buch, kurz Heile, von dem hat er geschrieben, du war ja ihn dabei, den hätte ich verraten, oder den als ein Unterseeboot. Ein Unterseeboot, den hast du noch liquidiert. Ja. Erzählt das mal, wie ist das gegangen? Weil der kommt ja nicht anders in dem Moment. Wie sie da drauf kommen, wie ist das gegangen? So. Ja, du, ich meine, das ist 43 gewesen. Ne? Also so gewesen, überall wo die war,
Also wir waren ziemlich gut organisiert, die LV die war ziemlich ganz gut organisiert. Also das ist fantastisch, was letzte Woche gemacht. Und dann sind Leute umgesiedelt gehen. Ja? Einfach so, wo Kontakt abgeholt. Und wir sind alle zusammen gekommen, dass darüber diskutiert, jemand mit dem Kerl. Und du hast da gesagt, wir gehen sicher und dann kontrollieren wir. Ja? Die waren nicht sicher, ob du Spitze wäre oder nicht. Wir wollten einen testen. Ne? Wie war das? Was für eine Rolle hat du gespielt an dem? Alles mir erzählen, wie das dann war. Du hast dann schlussendlich den Heimanns, der war beim Schultes verstoppt, den hätte bei sich gekriegt. Und hat den ausgehorcht an die Vier und dann sind ein Kind mit dem Spaziergang, der hat ein paar Bayern alles, das ist alles, was er da hat. Und die Vier, da hat anscheinend Dinge von der SS hatten dabei, also verrätere Spuren waren da. Und wir sind mit denen zusammengekommen und hin, weggehalten von den Versammlungen da. Und du wollten so, ich sollte nicht schießen. Ne? Ich sollte nicht, das bringen nicht tätig. Also einfach ein kahlblütig. Und du, wie ich das nicht voll, tun sie mich ein bisschen rausgelöst. Nicht, weil ich nicht d'accord war. Aber das schreibt ein Heimat, die schreibt das. Die schreibt die Geschichte. Und ich habe auch an dem neuen Buch und ich auch eine ganz kurze Notiz, wie das für sich gegangen ist. Das ist dem Losch seine Geschichte. Ja, okay. Ne? Ja. Die drei vom Birch. Das ist die Geschichte, die drei vom Birch. Das ist die Geschichte. Ja? Okay, und du hatte zuerst gesagt, die sollten nicht mehr. Ja, also das. Wie war es so Birch gekommen? Weil ich die zwei Preise in der Schoss hat, haben sie gemeint, ich gehe da nicht tun, das ist ein Harden oder was. Ja, okay, und dann, wie sind du vorgegangen mit dem? Ja, das steht hier beim Heimat. Aber ja, ich habe mich rausgehalten, die nicht mitgegangen. Sie haben einen Fall abgebaut, oder wie? Ja, so einen Fall abgebaut, sie gesagt, also mir hat gesagt, oder wen gesagt wird, wir gingen transportiert gehen. Wir gingen auf Biesen transportiert gehen, ne? weiter transportiert gehen. Und sind aber ein paar andere, die sind dann auf die Platz schon gegangen, an der Biestadt, hier steht, die Beste, die noch Wetterbeck geht, Biesen, Wetterbeck, an der Biestadt, die haben da gewartet und die Indianer haben da hingeschläft. Dann hat er Revolver. Ne? Und dann bin ich als da hingesprungen, ich weiß auf jeden Fall, aber ich habe ja keinen Nebenzen, natürlich kein Wert. Und er lebt doch nicht mehr. Und den hat er mit Knüppel über die Schule. Und den anderen hat er geschossen. Und das ist noch der Platz begraben. An nom Krieg hun die Eltern, die hun do Prozesse hun die hunn herausgeet wo ëmkom wie wo an die 4 wat wussten die vun Himsenger erbig Prozess dokrit sinn alle go freigesprach gin. Ja. Aber die wollten do Rechtfertigung fir fissen. Ja. Dat war ja also, ich meine, das ist eine Geschichte, die oft am Krieg vorkommt. Ja, das kann ich, weil ich habe sie kurz da gesehen, in den Zeilen hat er da geschrieben dafür. Ja, voilà, da war es, ja. Aha. Okay. Ja, das war dann da, dann, ja, und bon, wie hast du, wir können so, würde ich überlegen, mit zwei Nachrichten, wo kritisch war, wo der verstopft war, wo sie kommen sind, wo war das? Eine Hausdurchsuchung. Eine Hausdurchsuchung. Ja, da war ja aber ziemlich... Ja, die erste war ja dort zu März. Erzähl mal über die 2 Hausdurchsuchungen. Ja, das war durch bei den Kips, sie wollten die Kips verhaften, Gestapo. Das war eine große Aktion. Ne? Wo war das? Zu Meschenbohren zu Merzig. Ich war am Bootzimmer beim Konzertmus, ich habe schön auf die Haus gesehen vom Kips, in der Platz. Und wenn wir rabbelt, das Geschoss, boom, richtig eine Schießerei.
Und du war mein Kollegen am Gang sich mat der Preisen zu zerscheessen. Die wollten de Kips da verhaften. Und, wie als Gang die letzte Boden fertigbrüte Käes schoss an der Dam van 2 Polizisten, 2 Gehetzel Salzrop. An den eben sagen die net fertigbrüt Preisen Schach zu halen an auszubrechen. Und die anderen die Bär an de Bisch zu verschwammen. Aber Preisen hatten 2 Verletzte. So wieviel waren die ungefähr? Du feiert Steck. Die sind net zu 3 gekommen. Da war ein richtig Razzia. Weil du sind se och nach op Michelbuch gegangen an du huet een se geschoss de Matti huet ze geschoss an de Party den hun se du verhaft den wo kom. Ja de Zzweepstopp beim Kippchen dicke bauen. och helst suchen gar. An de Matti sprengt ze Fenster aus den Fos gebracht hat huet den se geschoss. Fi Dingen ze fahren. Dat war die Geschichte vom 20. November. Ja, ich war do am Haus Konzemius. Ich hun da mat gekriegt, weil ich zufällig am Bootzimmer war. Du hast an die Haussuchung kommen. Du hast der ganz Mäzi im Stall gin in 2 Kompanien vun Trier se kommen do das alles ganz Mäzi as besagt gin. Aber Mäer lo wis mir ganz genau wat er bis kennt. Leiit sind alle vu 16 und Jonge sind alle an Gemeng geruf gin an se 4. Und du hast all Haus ënner sich gin durchguckt kämmt gin. Ich mir an Stree tschen dem Hé an der Mauer as immer be de Platz. Ich mir dorufe so gelos 2-3 Meter. Du war de was de Geschicht firkommen, wie se seg Uniform gesinn hun Konzi mit seg Uniform gesinn. Du nech uger dat ze net so streng war mat dem. Dat war dann ja. Ja, den hat Uniform, den hat die Platz als Blockleiter ugeholt zur Tarnung. Ja, als Blockleiter. Als Blockleiter. Ja. Ja, als Tarnung, zu sich. Ja. Ja. Wir können dann aber alles gewurt ziehen, wat die Preise gingen organisieren. Ja, an dose Gesicht an wie Uniform gesinn wie weiter Gesicht. Ja. Du nach en kleng Anekdote du obes du hunn ja war am hege schlower me sinn ich dann am Hausrick duch de Gange am Haus hun immer an de gute Stuf, du war dann eng Fensterchen van se Gees hunn net bauchen duch de Gang kon hatten eng Fenster an du hunn sie dann ëmmer Dissen an die Vitrin do stalt klenge Mauer Schaf. Ech hun héieren dat diskutiert gin as an de Kicher nicht mal met Menge seit Dir op de Preisen. Die hunn an de Nøcht hun dee Poste gestangen an die meiste misisten Leiit hunn dee missen de Kaffee mechen. An am see loes zo. Die hunn half Flitzbech geschwart, dat war an der Leiite vun der Grenz sein. Wie waren die Tippen? Da waren radikal waren doch die wünschlich. Dat meescht waren einfach Familiepappen, dat war schon mir die dat gonnet ge mat gemerk vun Gold. Waren doch drinnner die war noch Fanatiker umgedreht drinnner, die mal 2 an zugedeckt. Er war noch dabei och zu heichen der war noch do. Die 2 letzte Boier die sind du awer versat gin, die sind Ido blieben zu heichend. Die sind alle 2 versat gin an den een, den as hat net kom. Den ass verschwonnen. Soweit fir Haut, dëssen Deel vun engem lange Gespräch mam zwangsrekrutéierten Emil Schwirz, déi no der Befreiung fir d'Amerikaner déi seit der Musel an engem lebensgeféierlechen Ersatz wichteg Informationoune gesammelt huet. Themewiesel. De Klimawandel ass jo dëser Deeg Hauptsujet op internationaler Weltbühn. Dats et 5/12 geschloen huet ass gewost. Hei kann as Soljiet verreen mat zinge Méiglechkete versichen ze hëllefen, die Klimakatastroph ze bremsen.
De Janno Weber gëtt weiter Beispieler, wie die Natur sinnvoll schützen kann. Tecken sind an eiser heutiger Kulturlandschaft auf viele Plätzen rar gehen. Das ist schuld. Tecken sind für die Natur einen wichtigen, wertvollen Lebensraum. Viel Vögel, wie auch Insekten und viel andere Tiere profitieren von den Hecken. Hecken gehören an alle Landschaften, also sie schön zu allen Jahreszeiten. Hecken sind nicht ähnlich wie ein Buschrand. Ursprünglich wird als Landschaft nimmer aus Busch bestanden. Verschiedene Hecken sind noch heute nach Überreste aus einer Zeit, wo der Busch allein Landschaft bestimmt wird. Hecken sind schon seit 1992 durch ein Naturschutzgesetz geschützt. Hecken dürfen nicht zerstört gehen, an der Dürrwese auch nimmer vom 1. Oktober bis den 1. März schneiden. Auch wie am Wert als reglementiert. So als Fleisch von einer Heck mit dem Schlegelmäher, einem Mulcher, durch ein neues Naturschutzgesetz von 2018 verboten gehen. Am Herbst fängt die Zeit an, wo in Hecken schneiden. Leider geseit den von Lo bis den 1. März auch immer dieselben traurigen Szenario bei der Heckefleisch. All Jahr gehen Leute mit großen, teuren Maschinen losgeschickt, für proper zu machen, für die Hecken lernst du weh zu putzen. Fakt ist, so ein proper machen hat meist absolut nichts mit Sicherheit oder Naturfleisch zu tun. Hecken sind ein Teil von unserer Kulturlandschaft. Und die brauchen auch ein gewisses Fleisch. Hecken sind auch immer geschnitten angepflegt gehen. Allerdings ist das nicht all Jahr bei all Heck passiert. Die Heck hat früher eine vielfältige Funktion. Dass auch vieles aus der Heck genutzt ging. Blähen und Trichten aus den Hecken waren wichtig. Genauso wie Holz, was Hecken gratis geliefert haben. Hecken sind auch mit der Hand geschnitten gehen, und das doch nimmer mitten am Winter, was sonst kein Erbechten konnten gemacht gehen. Haut stehen daher performant Heckenschneidmaschinen zur Verfügung, für das Hecken lernst wir all Jahr können seitlich geschnitten gehen. Ob das nötig ist, scheint egal zu sein. Es gehen noch die Hecken lernst Feld und Willosphäre geschnitten, die 2 bis 4 Meter von einem Wehrrand wegstehen. Auch so Hecken gehen eben geschnitten mit dem Argument, sie dürfen nicht an den Weh wurzeln. Das ist ein absoluter Nonsens, weil kein Heck kann an einem Jahr und noch nicht an ein paar Jahren so breit wurzeln. Für was hier geschnitten wird, ist schwer zu verstehen. Es geht aber bei so Erbichten nicht darum, was wie dat etwas gemerkt. Lernst diese nationale Willosphäre an der Gemeinde Birkirch geht so seit Jahren all Jahr ein seitlicher Schnitt gemacht. Überall an auf den 2 Seiten. Was bedeutet so ein alljährlichen seitlichen Heckenschnitt für die Natur? Hier Beispiel von der Mullebutz, der weiß der eng von den häufigsten auf der Natur wichtigsten Heckenpflanzen überhaupt. Bei 170 Insektenarten ernähren sich von der Mullebutz, 56 Peperlichssorten fangen Hai, Nektar an ihr Raupen nahrhaft Blätter. Sind Bedingungen an einer Mullebutzheck gut, da können bis 32 Fullenarten davon profitieren. Am Mai fängt Mullebutzen an mit Blähen. Schneiden wir am Herbst-Winter lernst wir all die jungen Ästen von der Mullebutz weg. Ja, dann ist so ein Mullebutzheck am Frühjahr nicht schön schneeweiß von den Blähen, mehr einfach monoton grün. Am Herbst auch nicht so schön rot von den Früchten. Das bedeutet für die 170 Insekten oder 32 Fullenarten auf weiter Tieren wenig Lebensraum. Dasselbe wird Schleifen, ein weiter wichtig und häufig Heckepflanz.
Schleiwen ass fir d'Éiere Welt dorinnert Piperlecken enorm wichtig. So ass d'Schleif fir de Segelfalter vun de scheinsten europäesschen Piperlecken die wichtigst Planz iwwerhebt. De Segelfalter wo den eischchte Piperleck, den zu Lützeburg en der Naturschutz stalt ass ginn. An ass Over seit 1985 aus de Lützeburger Landschaften verschwonnen. Wëllmer en effektive Naturschutz, da brauche wir a fachgerechten an der Naturschutz orientierten Umgang mat eiser Natur. An Tecken spielen do eng ganz wichtig Roll. Pauschal Tecken all Joer lerncht all weh zu schneiden ass einfach grotesk. Schleiwen wiei Mullebutz an enere Wussen lues. Hei eng Schleiwenheck am April 2021 lerncht de Feld bei Kapellen. Dieselbicht Heck am Oktober 2021. Heckeplanzen op Schleiwen, Mullebutzen an enere, wo se nëmmen dann méi sterrig, wann man se dacks a sterrig zurückschneiden. Also komm, wir losen eis Hecken, lerncht eis Wehr méi rouech, weil kënnem och lerncht eis Wehr am Frühjahr ormol so schein Natur erliewen. Datselwicht gëlt wie Beschrenner. Hei gëtt oft a besonders gäre geschnitten. Resultat Beschrenner oni Bläien africhten. Beschrenner, déi so dicht wie eng Mauer sinn, wo se goer Fichel Probleme hunn en Nasch ze bauen. Hecken wéi Beschrenner ginn am hefigsten lerncht Wehr geschnitten, an dat egal wo an noch immer op den 12 Seiten. Beim Naturschutzsyndikat Sigona, de gréissten Heckerschneider vu Lützeburg, sinn eng 40 Gemengen Member. Dëse Naturschutzsyndikat schneit eleng all Joer eng 300 km lerncht Wehr. Et ginn Chlor Virgehensweis vum Naturschutzsyndikat wéi a wann eng ekologisch Heckepflech soll gemerk gin. Dazu gehört auch, dat Hecken net all Joer sollen e seitliche Schnitt kreien. Dofir ginn och nëmmen 75 km Hecken seitlich an de landwirtschaftlichen Parzellen geschnitten. Dëst well Chlor ass so e Schnitt neicht mat Naturschutz ze dinn huet. Leider ginn och vum Naturschutzsyndikat trotz dëse Bedenken en alljährige Schnitt vun Hecken lerncht 300 km Wehr durchgefauert, mat dem absurden Argument vun der Sicherheit. Et handelt sich hei eleng Feldwehr a Wëllerspiste, déi all 3 bis 4 Meter breet sinn. Bei diesem Weh, so bei Holzem an der Gemeng Mämer, stehen die meescht Hecken mindestens 2 Meter, manchmal sogar 4 Meter vun eng breden Feldweh ewäch. An over all Joer hei e seitliche Schnitt. Och bei enger weiterer Heck bei Holzen net nëmmen e seitliche Schnitt zum Weh, datselwech dann auch noch zum Feld, an e gesamten Reckschnitt bei der gesamte Heck. Die einzig Heck hei weit abreet. An enger lächter Nullemissionioun hunn ich nach dëse Feldweh bei Kapellen als ein Positivbeispiel gewiesen. D'Opname wären vom 15. Oktober 2021. Ich habe von einem positiven Beispiel geschwärzt, weil Heini auf der Heck auch nach ein paar Kreider, die auf dem Wehrrand stehen gelassen gehen. Ich habe mich dafür gefragt, lo as nicht nehmen diese Wehrrand von der letzten Kreider geraumt gehen, auch die Hecken sie geschnitten gehen, und da muss ich sich einmal mehr freuen für Wert. Wo bei dieser Heck die 2 Meter von einem Schotterweh wegsteht, ein Sicherheitsproblem. Hecken muss geschnitten gehen. Da das Chlor aber nicht all Jahr. Mehr periodisch über die Jahre, dass sie sich können erneuern. Das proposiert auch der Naturschutzsyndikat so. So eine Verjüngung sorgt für das Hecken mit einem vielfältigen Angebot haben. Ein 7 Kilometer Hecken ging so vom Sigona geschnitten. Auch da lernst diese Schotterweh bei Kapellen an der Gemeng Mämer als so Rückschnitt gewirrscht. An loget net nëmmen onneidigerweis eng Heck geschnitten, die verjüngten Deele, die lo beim Wuse waren, ginn och direkt rückgeschnitten. Dat vu Fachleit vun engem Naturschutzsyndikat
Wir sollten diese seitlichen Schneidaktivismus lernst als fair drastisch reduzieren, wenn wir Probleme von Biodiversitätsverlust echt holen. Das Naturschutzsyndikate allgemein Mathe Steuersäulen und auch aus den Naturschutzbudgeten so etwas machen, weist einmal mehr das riesige Dilemma vom Naturschutz. Es gibt höchste Zeit, hier zum Wesentlichen zu kommen, aber im Naturschutz soll man der Natur eine Priorität geben. Das bedeutet für ein Heck. Ein Heck an der Natur besteht nicht nur aus ein bisschen Holz. Ein Heck bedeutet Leben. Zu einer Heck gehören Blühen wie Früchte. Es gehören junge Pflanzen wie Albeem. Zu einer Heck gehört auch von Frühjahr bis Winter Kräuter der Landschaft. Hecken stehen seit 1962 unter Naturschutz. Allerdings braucht auch heute noch vieles, für aus denen Hecken den Lebensraum für die Natur zu machen, den du dringend notwendig ist. Hecken sind ein wichtiger Lebensraum, was sie nicht total überpflegt gehen. Hecken an der Landschaft sind möglich, schön, wie zum Beispiel bei Dippech, ein Gemeng mit vielen Hecken, viel Philosphäre und viel Landwirtschaft, wo auf verschiedene Landschaften Hecken Landschaftsbild bestimmen. Viel Hecken, auch an der Gemeinde Kersching, konnte nach Lernst de viel genutzte Veloswee PC12 am Mai 2020 Hecken die Blähe fangen. Etwas, was ansonsten Lernst diese nationale Veloswee rar ist. Hecken sind für Natur wichtig und auch einfach schön. Hecken haben auch an der heutigen Klimakrise noch eine ganz wichtige Rolle. Eine neue Studie weist, dass Hecken können praktisch so viel CO2 speichern wie die Busch. Mehr Hecken an der Agrarlandschaft kein Schritt zu einer klimaneutraler Landwirtschaft gehen. Es wäre also besser, ein paar Kilometer Männer Hecken schwer zu schneiden, an neue Hecken abbeehen, an Landschaften zu pflanzen, da wo es dringend notwendig ist. Das ist für Naturschutz, das ist für Klimaschutz, das wäre für uns all enorm wichtig. Von der Ökologie dann op eise Spruchmates Lexrot, de wé gewinnt des an déi apart Spruchbärel ze bidden huet. Et ass ke Witz ze soen, dat am Durchschnitt op de Quadratkilometer hai am Land bestimmt méi Remer waren wie an der Douce France, bei der iwrigens ze Dacks vergisket, wo sie hire Numm her huet. Anzwer net vu Rom, méi vu Frankereich. A wat sie mir? Méi och Franken. Sogenannt Westmuselfranken a méi gené West-Ur-Sauer-Muselfranken als exakt Grenz zu Deutschland. Et ass jo eng wunderbar Saach, dat mir an der Schoul an der Geschicht so sëlliche vun Ägypter a vu Grieche gewur gin. Leider gëtt dat over an engem total falschen Alter vun 12, 13 oder 14 Joer behandelt. Hei passt als en typischen Ausdruck Hanne 4. Well Kanner an dem Alter mussssen an eng konkret Situationun raggeféiert ginn. Perser, Phönizier, Spartaner, d'Etrusker, dat waren chloroweis kulturmäßig enorm wichtig Stationen am Opbau vun eisem Kulturkreis méi, dat ass fir dei Männerche Amodien op enger 7 oder 6 am Sinn vum Wut net ze greifen, wat jo de Fong vum Verb begreifen ass. Mat de Remer an de Franken komme mir der Begriffssach ewel Mino. Da kënne mir hai am Land op all Hektar vum Gutland Spure fannen, kucken an uphaken. Wir dürfen denen studentischer Sohn an als Erdien fir wat e gallischen Dichter. Den Decimus Magnus Ausonius am 4. Jahrhundert vum römische Käser Valentinian op Träe geschenkt gouf, den do e grost Gedicht vu bal 500 Versen iwwer Musel geschrieben huet, dat Mosella hecht. Da fanne mir als herrlich Musel wie op de schönsten Tabloen an Aquarellbilder. Dat kann nach Haute so kucken, dat ass ze verstoen. An noch bei de Jonkemeterche an ihre Kameraden ass du e Gefühl dofir, dat ze kreien,
wat Eises war an ass. Eises, dat ass natürlich och mir net nimmen als Spruch, dat das als Geschicht mat all dem, wat do vun hei hengeblieben ass, dat das unheimlich viel Interessantes am Bild an am Wort. Soweit fir Haut als Null-Emission, déi der wie gewinnt och am Internet ënner 0.lu kënnt am Detail kucken. Merci fir Ihren Interesse a bleibt gesund am Munter.